Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Persönlich bei Claudia Lesser. Heute mit dem Verbandspräsidenten von Swiss Eishockey. Seit 2006 engagiert er sich fürs Hockey. Und das, obwohl er selber mal Spitzenruderer war. Was ihn am Hockey faszinieren tut und was ihn im Leben antreiben tut, das finden wir heute raus mit dem Marc Furrer. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Hallo. Du, wir schauen ja auf eine ganz spannende Hockeysaison zurück. Ich nehme auch an, dass es für dich die Saison ist, wo einfach alles dabei ist. Das zeigt ja die Saison auch, wieso wir das Hockey so gerne haben. Was macht für dich die Faszination vom Hockey aus? Also der Sport an sich finde ich absolut faszinierend. Es ist eine sehr physische Sportart. Es gibt ungefähr viele Goal-Szenen, was man fast in keiner anderen Mannschaftssportart hat. Du hast auch eine Faszination beim Publikum, die Emotionen. Ein Match zu schauen, wo das Publikum nicht mitgeht, ist fürchterlich eigentlich. Und was auch noch gut ist beim Hockey, du kannst einen mittelmäßigen Hockey-Match schauen. Und es kann gleich spannend sein, es kann gleich faszinierend sein. Also es packt mich immer. Wenn ich sehe im Schnitt etwa so ein Match pro Woche, also während der Saison natürlich. Wo du selber vor Ort bist? Genau, wo ich selber vor Ort bin, selbstverständlich. Und ich muss jedes Mal sagen, ich freue mich riesig. Gestern bin ich Sion gegen Thun schauen, also Regio-League-Final, oder Erstliga-Final. Das war auch super. Es ist einfach natürlich vielleicht nicht ganz das gleiche Tempo wie Lugano gegen Bern, aber es ist jeder Match ist wieder irgendwie packend. Oder beispielsweise Frauen. Hockey habe ich lange belächelt, bis Sochi. Nachher bin ich ein Match schauen in Sochi, natürlich sowieso dort, wo wir Bronzemedaille geholt haben. Und ich muss sagen, es ist ein anderer Sport, es ist ein anderes Hockey natürlich als Männer betreiben, aber auch das ist faszinierend. Dort ist es vielleicht mehr auch Kunst, wie sie schlöfeln. Ja, aber eben nicht der Körpereinsatz, sondern eben Technik, wie sie schlöfeln und so weiter, wie sie zusammenspielen und so weiter. Das ist ganz anders. Und das fasziniert mich schon nach wie vor. Das ist ja sehr speziell, weil du eigentlich Spitzenruderer bist. Du warst selber in der Nationalmannschaft, hast gerudert bis 26, bist nachher auch Trainer und Verbandspräsident. Also eigentlich eine ganz andere Sportart. Das ist jetzt nicht so, dass du in einer Mannschaftssportart, wo man mit Böck oder Ballen umgegangen ist, dich da jetzt quasi in eine andere Sportart bewegt hast. Ja, stimmt. Ja, ich bin ein klassischer Quereinsteiger vom Eishockey. Es war so, ich habe aufgehört, du bist 8 Jahre im Ruderverband Präsident und nachher ist fertig, oder? Wir haben eine Amtszeitbeschränkung. Und nachher habe ich Leute von der Hockeyszene und nachher sind die plötzlich eines Tages auf mich zugekommen, Leute vom Club, oder? Und haben gesagt, ob ich nicht Präsident werden von der Nationalliga. Ich habe gesagt, hey, ich habe nie aktiv Hockey gespielt. Also, das ist nun wirklich nicht mein Sport. Ich verstehe eigentlich von diesem Sport sehr wenig. Und er hat gesagt, das ist eigentlich nicht wichtig, dass ich das so viel verstehe. Wichtig, dass ich eine Ahnung habe von Wirtschaft, Politik, ein Netzwerk habe, weiss, wie man einen Verband leitet. Und dann bin ich dann Präsident von der Liga. Und wir haben ja dann nachher Liga, also National League, Regio League und Verband haben wir fusioniert. So bin ich dazu gekommen. Ich habe natürlich immer Leute kennt aus der Hockeyszene, das ist schon klar, oder? Und ich habe immer einen Bezug auch einen jungen Hockeyaner, ein Kanadier, hat mal bei uns gewohnt, ein Jahr und so. Also von dort her hatte ich diesen Bezug schon gehabt. Aber ich komme nicht aus diesem Sport. Das ist manchmal vielleicht auch ganz gut, oder? Dass du hast ja mal ganz einen anderen Blickwinkel wahrscheinlich auch auf die Sportart. Du bist nicht tunnelblind, kann man sagen, oder? Nein, das bin ich sicher nicht. Ich bin nicht betriebsblind. Wobei, vielleicht jetzt mittlerweile bin ich es vielleicht, ich weiß es nicht. Aber dann bin ich sicher nicht gesehen. Und was auch noch gut ist, ich habe keine Gesellschaften. Also ich habe nicht den als Gegner und mit dem habe ich 10 Jahre zusammen gespielt, sondern ich bin wirklich von außen hergekommen. Und das ist manchmal tatsächlich ein gewisser Vorteil. Und eben,
noch einmal, ich muss nicht am Nationaltrainer sagen, wen er muss aufstellen als Goalie und ich muss niemandem reinreden im Technischen, aber Fragen vom Sponsoring, Fragen vom TV-Recht, Fragen Disziplinarwesen, das sind schlussendlich Fragen, die ein bisschen über Technik und Taktik vom Eishockey ausgehen. Und dort verstehe ich ja dann schon das eine oder andere. Bevor wir vorher schauen wir noch mal schnell auf die Saison zurück. Was hat dich in dieser Saison als Präsident am meisten emotional bewegt? Ja, es ist natürlich toll, wenn, ich weiß mal, nicht bei der Nationalliga A, sondern der Nationalliga B, wenn ein Club wie Aschua, ein kleiner Club im Bruntruther Zipfel, B-Meister wird, das grosse Rappi schlägt, die Favoriten vorher rausgehen. Ich war am Finale, dort am Finalspiel im Bruntrut. Das war eine unglaubliche Stimmung. Und die Leute haben gesagt, der ganze Kanton lebt mit. Es ist ein Kanton, der vielleicht schon nicht so in den Schlagzeilen ist und im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist toll. Für das Hockey im Jura ist das wichtig. Ich glaube, so derjenige, wenn Aussenseiter etwas machen. Oder eben auch das Finale, das wir jetzt haben. Was ist es, der 6 gegen 8? Bern, wo man denkt hat, wo wirklich also nur mit ein paar Goal-Differenz oder wegen der Sieg gegen Lausanne überhaupt in die Playoff kommt und so nachher so durchsetzt. Oder auch Lugano, wo am Anfang ja Mühe hatte und jetzt die zwei im Finale. Das ist schon faszinierend. Und von dort her war es eine tolle Saison. Das Up und Down immer. Wichtig ist auch für uns, dass man auch Kampf hat am Strich. Oder? Wer geht in die Play-Offs und so weiter. Von dem lebt es. Wenn wir schon so viele Runden haben, ist natürlich das, was das Ganze spannend macht. Was hat dich am meisten enttäuscht in dieser Saison? Also was hat dich so richtig aufgeregt? Hat es ja auch ein paar Sachen gegeben? Also, ich muss jetzt sagen, es kommt mir jetzt gerade nichts in. Ich habe Gott sei Dank Gabe, diese Sachen zu verdrängen. Sicher das Gestürm um unseren Nationaltrainer. Also, das hat mich, aber das war nicht eine Enttäuschung, sondern einfach etwas, das mich negativ bewegt hat. Es ist nie schön, sich von einem Nationaltrainer zu trennen, oder? Aber das ist natürlich eine von unseren Führungsaufgaben auch, dass man dort den besten Mann hat. Aber wir sind überzeugt, das geht mit dem Glenn Hanlon so nicht weiter. Und wir wollten rechtzeitig den Stecker. Es ist ja nicht so blöd, wie wenn du 2 Monate vor der WM oder einen Monat vor der WM das machen musst. So hat man die Zukunft aufbauen, die WM aufbauen. Jetzt ist es Moskau. Und das war nötig. Und nachher ist es natürlich immer schwierig, wenn du nimmst. Das Gestürm, das man erschlägt. Und wie tut man es kommunizieren, oder? Das ist das Hauptthema in dem ganzen Prozess. Das mit dem Kevin ist natürlich auch, hat ja auch sehr viele Nebengeräusche gegeben, wo der natürlich zum Teil auch Kritik gekommen ist, wo falsch ist. Sicher haben wir dort auch gewisse Fehler gemacht im Zusammenhang mit der Nachfolge. Handeln, Stichwort Schläpfer. Aber das haben wir ja nachher auch kommuniziert und gesagt, klar, man hätte nicht darauf gehen, wo der Kevin gesagt hat, das sind meine Freunde, Vorstand Biel, ich will zuerst mit ihnen reden. Und dort hätte man müssen sagen, ganz klar, wobei das nehme ich auch voll auf mich. Da wollte ich nicht einfach nur auf die direkten Nationalmannschaften abschieben. Dort hätte man sagen, nein, es ist unser Job, das zu machen. Wir haben das mit Biel diskutiert. Ich habe auch verstanden, dass die hässig geworden sind. Ob es richtig war, den Kevin nicht zu gehen, ist eine andere Frage. Das ist, müssen Sie wissen, müssen vielleicht auch aus der jetzigen Optik anschauen. Aber es ist sicher, man muss ja halt immer nachher weiter schauen. Und ich glaube, wir haben jetzt eine gute Lösung mit dem Patrick Fischer als Nationaltrainer und mit dem Figa Hollenstein und mit dem von Arx als Assistenten haben wir sicher von mir gesehen eine Lösung, wo ich überzeugt bin, die halt. Aber die natürlich auch kritisiert worden ist. Das ist immer so. Mit dem kann man leben. Aber es ist sicher, sagen wir mal, dass man nicht eine nachhaltige Lösung gefunden hat beim Nationalteam, sondern das hat man müssen reagieren. Aber das hast du im Sport, das hast du manchmal auch in Unternehmen. Und lieber ein Ende mit Schrecken. Genau, lieber, dass man auch Entscheidungen mal trifft. Und jetzt oder? muss ich sagen, die Nationalmannschaft ist unterwegs und ich glaube, die ist gut unterwegs. Und was für mich eben auch wieder positiv ist, wir haben Schweizer jetzt als Trainer.
Ja. Und wir haben so Das ist viele ja sehr junge positiv Schweizer Trainer. aufgenommen Genau, worden. das ist Ja, passiert. genau. Aber eben, das ist vielleicht so ein bisschen die Enttäuschung gewesen. Und zum Teil natürlich auch Kommentare. Also, ich meine, man ist ja auch noch ein Mensch, der ihn auch getroffen hat in den Zeitungen und so empfangen hat. Ja, also, ist jetzt auch nicht gerade... Liest du das amigs, wenn das kommt? Ich meine, jetzt da hat es ja wirklich einen Grund gegeben, dass man mal hat dürfen auch schiessen als Journalist, weil man einfach das Gefühl hat, die Kommunikation läuft nicht richtig, was du jetzt auch gesagt hast, dass sind Fehler passiert. Wie geht man denn in so einem Moment mit so Kritik um? Liest du das oder lässt du das von anderen lesen? Das haben mir Leute auch schon erzählt. Und dann quasi rapportieren, weil es macht sehr viel, wenn man das dann so konkret sieht. Oder? Also gut, ich kann nicht gerade sagen, ich lese jeden Kommentar, sicher nicht. Und ich bin auch nicht der, der generell, das ist auch bei all meinen anderen Tätigkeiten gesehen, was sich einfach gerade als erstes am Morgen um 7:30 auf Zeitungen stürzt. Wie bekomme ich die Zeitungen, die Medien an? Das ist für mich nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ich würde ja meinen Job nicht machen, wenn ich nicht mich kümmern würde, wie kommt irgendetwas in der Öffentlichkeit an. Ja. Und von dort her lese ich mir immer so den Pressespiegel vom Kommunikationschef, und dann lese ich den, muss ich sagen, manchmal lese ich einen kursorisch, einfach so. Aber du tust dir das an? Aber vor allem, ich tue mir das an. Also ich lese auch die negativen Kommentare. Und im ersten Moment ich bin eher ein impulsiver Mensch, werde ich oberhässig. Dann sage ich meinem Kommunikationschef, setzt die Leute in diesem an, dann sagt er zu Recht. Du, nein, warte jetzt mal noch einen Moment. Und irgendwann nach ein paar Wochen muss ich sagen, ja gut, jetzt muss ich dann mal vielleicht mit dem reden oder so. Gewisse Kritiken sind sicher auch gerechtfertigt, gewisse sind nicht. Man ist auch subjektiv oder, bei der Kritik. Manchmal findet man, sie sind nicht gerechtfertigt, vielleicht ist sie es. Aber gut, das wäre ein anderes Thema. Wie gewisse Journalisten hier ans Werk gehen, das ist... Du als ehemaliger Journalist. Ich muss ehrlich sagen, gerade im Sportjournalismus gibt es mir manchmal schon zu denken, aber ich bin nicht der, der sagt, ich lese Kritiken nie. Ja, es gibt ja viele, die das machen. Schweizerdeutsch gesagt, am Arsch vorbei. Ja. Das ist nicht. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die kennen auch ein paar Bundesräte. Und auch bei denen gibt es nicht einen, der einfach sagt, es macht man nichts. Ich glaube, es ist ja immer ein persönlicher Angriff. Ja, und man engagiert sich. Man engagiert sich. Man gibt Herzblut. Man macht das ja nicht wegen Geld oder wegen irgendwas. Und man findet, man macht das Beste. Klar, macht manchmal auch Fehler. Und dann ist es schon. Aber dann ist man auch mit seinen Kollegen oder zum Teil Freunden im Eishockey. Und dann tut man einander wieder ein bisschen aufbauen. Dann ist man ein bisschen mehr in die Pfanne gehauen. Dann tut man wieder... Aber ich meine, auf der anderen Seite muss ich fairerweise auch sagen, die müssen natürlich ihre Medienprodukte auch verkaufen. Es wird auch immer schwieriger, das ist ganz klar in der heutigen digitalen Welt. Und ja, da wird halt vielleicht heute anders härter gefochten, mit härteren Bandagen gekämpft, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Da muss man auch ganz klar sehen. Aber, wenn wir gerade bei der medialen Verbreitung sind, die Rechteausschreibungen, die fangen jetzt auch an. Was wünschst du dir als Verbandspräsident für die Rechteausschreibungen, die ja jetzt auch unter einem anderen Stern stehen, weil die WEKO jetzt auch bei euch Druck machen? Und, ja. Gut, also ich will ein optimales Produkt für einen Kunden, für einen Konsumenten. Das heisst, also Qualität ist für mich wichtig. Dass sowohl im Free-TV, im Pay-TV, im Online, dass wirklich unser Eishockey möglichst gut dargestellt wird. Da geht es ja nicht um Kommentare, sondern einfach Bilder und kompetente Begleitung und so weiter. Das ist das, was unserem Sport hilft. Es geht also nicht allein ums Geld. Aber ich bin sehr klar der Meinung, Eishockey hat an Wert gewonnen in den letzten 4-5 Jahren, seitdem wir letztes Mal das verhandelt haben, eindeutig, oder? Und so gesehen spielt auch das Geld eine Rolle. Alles, was irgendwie einen gewissen Wert hat, soll man auch zahlen. Und von dort her erwarten wir natürlich auch, dass anständiges Entgelt dafür läuft. Und jetzt haben wir machen das ganz korrekt, wie das die WEKO wünscht, oder mit einer sauberen Ausschreibung, verschiedene Produkte, wo man sich darauf bewerben kann. Und nachher schauen wir. Also, es wird sicher nicht irgendetwas durchgemischt, sondern ich habe eine gewisse Erfahrung von Ausschreibungen von der Telekommunikation. Das hilft mir sehr. Das hilft mir jetzt und das machen wir sehr, sehr ähnlich. Mit dem ist ja mit der WEKO in Kontakt, wobei dort
werden wir nicht mit allen Punkten mit der Wettbewerbskommission einverstanden sein, aber die kommen natürlich zum Teil sehr von einem, fast hätte ich gesagt, wissenschaftlich-theoretischen Ansatz, wo man sagen, hey, das ist TV, das ist Sport, das ist live, das ist genau. Aber ja, ich glaube, wir finden dort sicher einen Weg, dass das fair vergeben wird. Da sind wir gespannt. Das betrifft uns natürlich auch. Schon klar. Jetzt wollen wir schauen, wer denn du eigentlich bist. Wir machen das mit den Menschen auf der Straße und fragen ganz konkret einmal den Marc Furrer, wer ist denn das? Das sind die Antworten darauf. Ein Businessman, Geschäftsmann oder ein Politiker? Ja, der sieht aus wie ein Politiker, würde ich mal sagen. Sieht aus wie ein Politiker. Finanzdirektor vielleicht? Ja, sieht dann aus wie so ein bisschen wie ein Businessman. Von dieser Aufsicht vom Radio und Fernsehen irgendetwas. Das ist irgendjemand vom Hockey. Das ist einer von Swiss Eishockey, aber... Vorstandmitglied, irgend so etwas, ich weiss nicht. Irgendjemand vom Swiss Eishockey, ich kann ihn aber gerade nicht zuordnen. Ich glaube, der Presi oder so. Das ist der Eishockey-Präsident. Marc Furrer. Ah, das ist der, ja. Ja, so ein bisschen erfolgreich, würde ich sagen. Ja, er sieht seriös aus. Er sieht aus, als hätte er das Ganze da recht im Griff. Der nimmt seine Arbeit sehr ernst. Ja, ein bisschen tough. Ein bisschen Spießing-Eindruck, muss ich sagen. Ne? Ja, der ist ein bisschen streng in sich. Ja? Ja, ein bisschen im Bösen, aber ich denke sicher auch lieber. Der sieht sehr abgeklärt aus. Der weiß, von was er redet. Also trägt sehr viel Verantwortung. Sorgenfalten sehe ich auf seiner Stirn. Sieht ein bisschen gestresst aus. Was hat er Sorgen? Sehr geschäftige. Ja, ist auch sehr belastende Verantwortung. Also, ich will die Verantwortung nicht. Er möchte es wissen. Ernst, seriös. Kompetent. Der weiß, was durchgeht, oder? Der weiß, glaube ich, schon, was er macht. Ich glaube, ein streng, aber ein guter. Ein bisschen älter, reifer und zackig. Dort haben wir vieles gehört. Ein zackiger, streng, aber ein guter. Ich glaube, das fasst es in etwa zusammen, oder? Was trifft zu, was trifft Ich weiß es nicht, ich kann doch mich nicht beurteilen. Also was wir gehört haben, ist das Thema Verantwortung. Und wenn man deine Biografie anschaut, dann sieht man, du hast dich nie gescheut von Verantwortung. Ist das nie belastend für dich? Also wieso nimmst du so gerne Verantwortung? Ja, das ist schon so, dass ich Verantwortung übernehme. Ich bin auch... Ich meine, da muss man auch ehrlich sein, wenn man so einen Job hat, oder Präsident, ich bin an verschiedenen Orten an der Spitze gesehen. Und dann muss man auch sagen, man tut gerne führen, man tut gerne nicht einfach sich treiben, sondern man will auch etwas bewirken, oder? Und ich glaube, das ist schon ein Motiv, dass ich nicht einfach der bin, der sagt, ja, machen das mal, sondern ich will mich eigentlich auch eingeben. Das ist eigentlich auch meine politische Haltung. Oder? Ich war zwar nie Politiker. Wie man das gehört hat, oder? Also ich war einzig Mal Präsident von der Schulkommission Bolligen. Das bin ich mal gesehen. Das ist mein einziges politisches Amt, wenn man so will. Das bin ich nie gesehen. Aber jemand, der die Sachen bewegen, oder? Und das ist auch mir wichtig eigentlich gesehen, immer zusammen mit anderen selbstverständlich. Oder? Und das hat natürlich nachher mit Verantwortung zu tun. Du kannst nicht vorne weggehen und nachher Verantwortung abschieben. Oder? Darum sage ich auch wenn Sachen schief gehen im Hockey, schlussendlich ist der Präsident der... ja, das ist auch richtig. Ist auch richtig, wenn der es ist mir immer aufgefallen, in gewissen Ländern, wenn ein Zug entgleist und es Tote gibt, hat in der Regel muss der Verkehrsminister zurücktreten. Ja. Und der kann ja nichts dafür. Aber neumendurch ist es richtig. Oder? Neumendurch muss sagen, okay, er ist eigentlich für die Infrastruktur verantwortlich. Und meistens ist es so nicht eine höhere Gewalt, sondern hat es irgendeinen Fehler gegeben. Und ich sage jetzt nicht, dass man gerade bei jedem Fehler das soll zurücktreten und so weiter. Aber die Idee, dass schlussendlich halt die Verantwortung nicht teilbar ist, dass du die einfach musst halt tragen auf den Schultern, das ist so. Das verdrückt mich nicht, aber man muss sich bewusst sein. Aber es ist also nicht etwas, was mir jetzt schlaflose Nacht macht. Aber man muss sich einfach bewusst sein. Und ich habe immer Mühe mit den Chefs, die dann relativ schnell Verantwortung abschieben und sagen, ja, der hat halt und so. Das finde ich, das geht gar nicht. Du hast gesagt, es gibt ja keine schlaflose Nacht. Aber hat es nie eine Zeit in deinem Leben gegeben, wo die Verantwortung auch mal belastend war?
Ja, natürlich. Also, ich meine, eben, wir haben jetzt vorhin geredet vom Nationaltrainer. Das war unangenehm. Das ist ja auch andere Leute angegriffen worden vom Swiss Eishockey, die ich gefunden habe, ist schwierig, oder? Auch für die, oder? Persönlich. Oder es gibt auch aktuell vielleicht Fälle, wo ich muss sagen, ja, das ist für die persönlich schwierig. Das sind die Sachen, die ich finde, die mich belasten. Mir selber, ja, natürlich. Es gibt angenehme und weniger angenehme Zeiten, das ist ganz klar. Aber es war nie so, dass in diesem Sinn belastend, dass ich nicht mehr weiter gewusst oder so, sondern ja immer Leute, die ich mit ihnen diskutieren kann, das bereden und so. Ich glaube, belastend in so einem Moment? Bitte? Mit wem machst du das? Ja, jetzt, also es kommt natürlich darauf an, je nachdem, Eishockey sicher mit dem Florian Kohler, je nachdem, wenn es Fragen sind von der Nationalmannschaft, mit dem Reto Raffainer, also mit meinen Leuten von dort, manchmal auch mit Leuten, mit dem Vizepräsidenten, mit dem Michel Rindlisbacher oder mit dem Jean-Marie Viaco, je nachdem. Also mit diesen Leuten sicher auch. Ja. Oder manchmal auch mit Leuten von Clubs, je nachdem, wenn man so ein bisschen hat. Also jetzt im Hockey und privat tue ich es natürlich einfach mit meiner Partnerin eigentlich alles diskutieren. Ja. Genau, ja, dass ich das verstehe viel. Es ist nicht so, dass ich daheim das einfach auf der Seite lasse, sondern häufig ist ja gerade eben, wir haben vorhin geredet vom Blick von aussen, oder? Schlussendlich ist sie ja auch eine Konsumentin vom Eishockey, eine Interessierte. Und es ist noch gleich noch interessant, diesen Aspekt zu sehen und zu sagen, ja, und manchmal haut einem die eben gerade oben ab und sagen, du komm, reg dich nicht auf. Oder sagen, ja mal, das ist halt vielleicht gleich gerechtfertigt, die Kritik. Und das tut dem schon gut. Also es ist ein fließender Übergang, Beruf und Privat. Ja, du tust das nicht strikt Nein, ich auch die ganze Familie interessiert sich für Hockey. Von dort her ist ja das. Muss ja auch sein, weil es ist schwierig bei dem Pensum, nehme ich an. Es hört am Abend nicht auf oder am Wochenende. Nein, das ist schon so, klar, genau. Ich glaube, es ist ja am Schluss wahrscheinlich auch immer eine Familienentscheidung, oder? Ob man so etwas auch annimmt. Du hast die Entscheidung, die du fährst, eben Präsident vom Swiss Eishockey zu werden, tust du das zuerst mal in der Familie diskutieren? Wie stark tust du deine Frau und Tiere involvieren in so einen Entscheid? Eben, es ist ja dann, als ich ja geschieden, also als ich angefangen habe, bin ich mit einer anderen Frau zusammen gewesen. Und jetzt klar, es gibt schon Momente, wo ich sage, warum tue ich mir eigentlich das an? Und dann sagt die Irene immer, nein, das ist gut, mach weiter. Also mich sehr unterstützt. Das ist für mich schon sehr wichtig, oder? Wenn sie sagen, ja, du, das ist wirklich und so. Aber so gibt mir das natürlich auch der Halt und sie motiviert mich weiterzumachen. Aber irgendwann gibt es natürlich den Punkt, aber nicht, weil man irgendwie frustriert ist und man sagt, ja, jetzt ist es auch gut, dass ein Wechsel ist, oder? Aber das ist schon wichtig, dass man die Unterstützung, dass sie das auch versteht und unterstützt und auch findet, vielleicht auch für den Hockey ist es gut oder was auch immer. Und so. Also das tue ich auch diskutieren. Das ist für mich wichtig. Ich will nicht einfach das machen und Unterstützung hätte ich nicht. Und auch meine Kinder, die gehen auch gerne Hockey-Match schauen und so weiter. Und die finden auch mal lässig, wenn du das machst. Aber eben, das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, hat man noch die Unterstützung von den Clubs, und Club meine ich jetzt nicht einfach nur die 12 Nationalliga-Clubs und die B-Clubs, sondern einfach alle Clubs, die Basis des Eishockey unterstützen, die nicht. Das ist das Wesentliche. Und die Familie muss einfach mittragen. Man hat noch etwas gehört, streng. Was bist du für eine Führungsperson, wenn du führst? Du hast ja in deinem Leben etwa einmal geführt, bei allem, was du gemacht hast. Ja, ich glaube nicht, dass ich sehr streng bin. Manchmal habe ich den Eindruck, ich sei zu wenig streng. Ich sei vielleicht fast ein bisschen zu lieb manchmal. Ich bin sicher einer, der nicht... Wie soll ich sagen, keine Tobsuchtsanfälle hat. Ich beziehe die Leute ein. Ich rede mit den Leuten. Ich habe viel gelernt beim Del Foggi. Ich habe Del Foggi 4 Jahre zusammen gearbeitet. Und das heisst, das Prinzip ist MMM. Man muss Menschen mögen. Das ist eigentlich wichtig, dass man auf die Leute eingeht, auf die Mitarbeiter eingeht. Streng bin ich dann, wenn ich versäckelt werde, wenn ich angelogen werde von einem Mitarbeiter. Wenn ich sehe, es ist so Mentalität, es ist mir wurscht, wer unter mir Chef ist. Also so ein bisschen diese Sachen, da bin ich streng und da kann ich also auch schon eingreifen. Also ich habe, ja, ich meine,
Wir haben vorhin von einem Beispiel geredet, also ich kann mich ja auch von Mitarbeitern trennen, aber ich gebe ihm immer eine Chance. Ja. Und wenn es nachher nicht wenn die Chance nicht packt, dann bin ich ja auch konsequent. Also in dem Sinn schon streng, aber nicht, dass ich hier im Büro rache. Du bist ja der eine, der die ganze Zeit die Auf- und Abs zelebrieren mit den Mitarbeitern. Das wird mir zumindest gesagt, dass ich relativ ausgeglichen bin. Und das hilft natürlich auch, dass ich auch berechenbar bin als Chef. Ich glaube, das bin ich schon. Und ja, du musst halt einfach auch entscheiden. Also das ist etwas, was ich sicher schon machen, entscheiden, schon, wenn es muss sein, das ist klar. Du hast gerade vorher die Zusammenarbeit mit dem Joel Vogel, der im Bundesrat war, angesprochen. Du warst persönlicher Mitarbeiter. Anscheinend eine sehr prägende Zeit in dem Fall auch. Was ist das Wichtigste? Jetzt, abgesehen von dem MMM, das nehme ich nämlich auch gerade mit. Das finde ich ein schöner Leitsatz auch für Mitarbeiter. Was ist das Wichtigste, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast für dich, für deine weitere Karriere, jetzt nebst dem? Also ich habe das ja die ersten 4 Jahre mit dem Joel Vogel. Er hat mich als persönlicher Mitarbeiter beizogen. Und wir sind sehr, sehr eng. Es ist vermutlich damals noch eine andere Rolle als heute die persönlichen Mitarbeiter haben bei den Bundesräten. Wie sieht denn die Rolle aus? Ich bin dort, also wir sind dort, oder das ist ja damals, wenn ich das ein bisschen ausführen kann, eine Situation, da war der junge Joel Vogel, Skiverbandsdirektor, schon mal einer vom Sport, ist schon mal Intersport, Generaldirektor, das ist ein bisschen seriös, das haben wir gefunden, jung, so ein bisschen, eben vorher habe ich gehört, zackig, so ein bisschen dynamischer Mensch ist er auch gewesen. Ja. Und nachher hat nicht so dem klassischen Bild von einem Bundesrat entsprochen und dann hat er keine akademische Ausbildung gehabt, nachher mal mir hat es einen Titel gegeben, der NZZ, kann der das? Und das hat er sehr mögen. Und dann hat er mich gefragt, ich bin eigentlich ein bisschen erstaunt, dass er mich gefragt hat, ob ich jetzt PM werden, als persönlicher Mitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, jetzt zeigen wir denen, dass du das kannst. Und er hat ja das sehr gut gemacht. Ja. Ich meine, von welchem Bundesrat, der in den 90er Jahren, 80er Jahren war, redet man noch, oder? Und ist immer noch sehr bekannt und beliebt und hat auch sehr viel bewirkt. Und das ist eigentlich, dass wir zusammen in diesem Team, es war ein kleines Team damals, ein sehr kleiner Stab verglichen mit den Stäben, die heute sind, haben wir gesagt, doch, wir schaffen das, wir machen das. Und das war spannend. Und ich habe Internationales gemacht, ich musste Kommunikation aufbauen. Die ist, gelinde gesagt, ziemlich durchgegangen. Das ist noch eine sehr alte Kommunikation, wie Bundesräte das damals geht, mit Zeitungsausschnitten ausschreiben. Und das hat man dann schon auf eine modernere, auf eine modernere Art und Weise entwickelt, wie das heute einfach gang und gäbe ist, normal ist, aber das war damals nicht. Dann hatte ich noch, Energiepolitik, hatte ich noch, das berühmte Eierkochen und so weiter. All das. Und das war eine sehr intensive Zeit. Dort habe ich auch gelernt zu arbeiten. Ich habe es vorher ein bisschen ruhiger gehabt. Was heisst das, du hast gelernt zu arbeiten? Also ich habe mich also gefordert, Tag und Nacht. Oder? Er hat also angerufen und gesagt, Marc, immer sehr, sehr nett, konziliant, aber wir haben es eigentlich auch immer sehr gut gehabt. Aber ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe vor allem für mich, das die beste Management-Ausbildung war, also auch gelernt führen, wie man führt, wie man das macht. Das hat er intuitiv eigentlich in sich gehabt. Und dort habe ich sehr viel gelernt, nachher für meine spätere Tätigkeit in allen Bereichen. Und wir sind auch heute noch sehr freundschaftlich verbunden und denken etwa lachend an die Zeiten zurück. Ja, es ist auch, was wichtig ist auch immer Fun. Also der 12 ist vielleicht ein bisschen mehr emotionaler als ich als Chef, das ist klar. Aber wir haben ja immer viel gelacht und haben es auch immer sehr gut gehabt. Du, wie sind denn ihr zueinander gekommen? Also, wie ist er? Ja, es hat teilweise mit dem Sport zusammen, teilweise natürlich mit dem ich bin ja Bundeshausredakteur im Radio und die haben natürlich mit ihm auch immer logischerweise ein Interview führen und so weiter. Und er hat jemanden gesucht, der ein bisschen vom Kommunikationswesen kommt, der das Bundeshaus kennt, die Mechanik vom Bundeshaus kennt und die haben schon kennt, alle die Leute als Netzwerk hat. Und auf der anderen Seite, was haben wir aber gesagt, was ich nicht gewusst habe, ich bin natürlich sehr sportlich engagiert, sportlich unterwegs gewesen. Ja. Ich habe Berichte gemacht. Dann bin ich auf Nils-Matterhorn, das habe ich nie bestiegen. Auf den Mont Blanc rauf, oder einen Live-Bericht am Mont Blanc. Und das hat ihm gesagt, das hat ihm Eindruck gemacht, dass ich da auf dem Mont Blanc bin und auf dem Grat. Das Kästchen aufgepackt hast. Genau, ja, das ist klar. Und so weiter. Und ich glaube, der sportliche Aspekt ist auch wichtig. Er hat auch einen Sportler um sich wollen, der auch das Verständnis hatte. Und obschon ich
eigentlich seine Sportthemen, die hat er immer selber gemacht. Da musste ich also nicht mitreden. Da hat er definitiv wesentlich mehr verstanden als ich. Jetzt haben wir sehr viel von dir schon gehört. Jetzt wollen wir schauen, ob man die Charakterstärken auch im Gesicht lesen kann. Das macht für uns der Pietro Sassi. Marc Furrer, bekannte Grösse, Schweizer Grösse aus dem Schweizer Eishockey. Ja, und da haben wir schöne Merkmale. Also, jetzt können wir doch einmal schauen, was wir da alles für Stirnquerfalten haben. Stirnquerfalten da sehr durchgehend, oder? Und lang und beide wunderbar. Mentales Durchhaltevermögen. Der Mann hat mentale, enorme Energie, an einer Sache zu bleiben, etwas durchziehen, stramm dranbleiben und so. Also mental ist da eine extreme Stärke vorhanden. Und dort unterstützt ihn auch seine Willenskraft. Seine Willenskraft ist die Mittelfalte, die da so raufkommt, und die ist ganz stark. Willenskraft, Willensenergie. Und das setzt er dann ein, Willenskraft, mit sehr viel Willensenergie, mit mentaler Energie. Und das kann dann heissen, sehr zielorientiert. Und dort dranbleiben, stark dranbleiben, zum Ziel erreichen. Manchmal ein bisschen Neigung, ein bisschen stur sein. Aber viel wichtiger ist die Energie, die man einsetzt, für ein Ziel zu erreichen. Und das ist bei ihm sehr stark, weil er das dann auch mit seiner Dominanz macht, also mit seinem Dominanzanspruch. Und den sehen wir dann da zwischen ihnen zwischen dem Nasensteg und der Oberlippe. Und dort ist der in dem Sinn recht stark, was man ja natürlich in dem Beruf, der Marc Furrer dabei ist, dass man das natürlich auch kennt. Dann haben wir ein ganz schönes Zeichen, das ist sein Unterlippenpolster. Wir haben ja mal das Lippenfleisch, und wenn man bei ihm schaut, dann sehen wir, dass da unten durch so ein Pölsterli hat. Das ist dann hautfarbig. Und das zeigt dann Hinweis, dass er ein extremer Geniesser ist. Und situativ dann auch das Geniessen in gewissen Situationen ein bisschen übertreiben. Das wird dann spannend, wenn man hört, was echt gemeint ist dabei. Dann, was eben noch kommt, ja, das ist aber auch noch spannend. Vor allem für einen Marc Furrer. Weil er hat hier aussen im Öhrli, da im Ohr, hat er so ein bisschen, eine Unebenheit. Es ist nicht ganz schön rund. Und das heisst, er kann natürlich auch ein bisschen spinnen. Der hat mal eine ganz keine lustige Idee. Oder kann irgendeinen Knall haben oder so. Und so für seine Fantasie geht ihm manchmal ein bisschen drüber, ob er das umsetzt oder nicht. Aber die Ideen sind dann schon dazu, dass es manchmal ein bisschen bunt zugehen kann. Das ist interessant, oder? Ja, also kommt da gerade die gesponnene Idee. Also, wer steigt da auf den Berg auf und macht von dort einen Radiobericht? Da muss eine gesponnene Idee haben. Ja gut, wobei das ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen. Das die gesponnene Idee ist von meinen Kollegen gedreht. Ich habe einfach geschaut, welcher Spinner geht dort rauf. Genau. Ich bin vorher nie mit Steigeisen gelaufen. Und dann bin ich der Niesen rauf. Habe ich geschaut, wie geht mir das überhaupt. Also auf dem Dreck rauf bin ich der Niesen, auf dem leeren Steigeisen zu laufen. Also das ist ja, diese Art gesponnene Ideen mache ich schon, ja, das ist klar. Aber, da haben wir auch gehört, mentales Durchhaltevermögen kann manchmal auch ein bisschen stur sein. Ich glaube, man kann fast nicht eine Karriere machen, ohne dass man nicht sich unglaublich in ein Thema verbeissen kann, oder? Ja, ich glaube, das ist so. Ja. Das habe ich. Das hängt wieder, wenn wir wieder vom Sport reden. Sicher im Rudern habe ich das gehabt. Beim Rudern lehrst du das halt, da gehst du weit über die Schmerzgrenze raus auf 2000 Meter. Oder wenn eine längere Tour machst, halt auch, oder? Dann tut er alles weh, das Vödel tut er weh, die Hänge tut er. Also, das ist jetzt mit einer längeren Rudertour, wo man aber ein bisschen zügig geht, nicht nur einfach hin und her wegelt. Das habe ich schon. Und dann habe ich viel Langlauf gemacht. Und dort habe ich das auch gehabt. Ich habe noch vor 4 Jahren den Vasalauf noch einmal gemacht. Und ich war vorher überhaupt nicht zu Weg gesehen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt gehst du noch einmal. Und das ist eben, dass ich so 7-8 Stunden durch die schwedischen Wälder durch. Und das ist schon mehr, dass ich einfach auf die Zähne beißen, den Schweinehund überwinden. Und ich glaube, das habe ich auch in anderen Sachen. Dass ich sage, eben auch, wir haben vorhin von Kritik geredet, von Angriff geredet, dass man einfach halt sagt, du musst jetzt durch. Und dass es durchziehst. Das ist, glaube ich, schon eine Charaktereigenschaft, die ich einen gewissen durchhalten will. Ja.
Dann haben wir auch noch gehört, Leidenschaft. Also ich nehme an, du bist auch ganz ein leidenschaftlicher Mensch bei all dem, was du tust. Weil ohne Leidenschaft oder die Freude auch für das, was man tut, kann man, glaube ich, auch nicht so eine Karriere machen. Geniesser haben wir noch gehört. Siehst du dich selber auch als Geniesser? Und wann geniessest denn du? Absolut. Nein, das ist klar, dass ich eindeutig ein Geniesser. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meiner Figur, dass ich nicht zu fest geniesse. Aber also das Glas Wein, kochen, ich tue gerne kochen. Wobei im Moment komme ich zu wenig dazu, weil alle anderen für mich kochen. Aber leider, aber das mache ich sehr gerne. Oder auch eben mit Freundinnen zusammensitzen und so weiter. Das genieße ich auch. Oder auch Reisen und so. Das ist, ich bin in dem Sinne durchaus einer, der gerne so die schönen Seiten des Lebens genießt. Wobei auch hier ist für mich nicht eine klare Trennung. Da ist jetzt Beruf, da ist jetzt hart, da ist jetzt Durchbeissen und da ist genießen. Ich finde beispielsweise auch in unserem Team, sei das jetzt in der Comcom oder sei es im Eishockey, dass man sich auch zwischen etwas gönnen soll, dass man irgendwo an einen schönen Ort geht, eine Sitzung hat und so weiter. Das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Und das ist, ich kenne so derige Leute, die fürchterlich asketisch sind, die schon beim zweiten Glas Wein sagen, aufpassen und so weiter. Das ist ja auch langweilig. Also drum. Aber eben, er hat auch gesagt, dass er die Neigung hat zum Übertreiben. Aber ich habe genug Leute, die mich bremsen und sagen, jetzt darf ich nicht übertreiben. Wann besteht denn Gefahr, dass du mal übertreibst? Ja, nicht. Beim Essen, beim Trinken, beim weiß auch nicht was. Nein, so ein bisschen bei diesen Sachen muss man schon ein bisschen diszipliniert sein. Ja. Aber bremsen dich die anderen ein? Nein, schon nicht. Nein. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, du sprichst es ja, das hat etwas mit einer gesunden Work-Life-Balance zu. Oder? Die Frage ist ja immer, wie exzessiv betreibt man etwas, das Arbeiten, ohne dass es dann eben Schaden nimmt. Oder? Gerade wenn man eine grosse Verantwortung hat, dass man eben dann auch nicht in negativen Stress fallen tut. Das scheinst du gut im Griff zu haben. Was für mich wichtig ist und was ich immer kann, ist Switch off. Das heisst, ich bin nicht der, auch wenn ich daheim gewisse Sachen diskutieren, durchaus, oder? Und sagen, wie siehst du das? Oder dass man mich auch konfrontiert. Aber es ist dann nicht so, dass ich dann unleidig bin oder dass ich dann eben, wie soll ich sagen, schlaflose Nächte habe. Also ich kann dann schon irgendwann abschalten, eine Bergtour machen oder eben irgendwo ins Kino oder so. Oder nicht gut essen. Und dann liere ich dann nicht die ganze Zeit noch an dem herum, sondern sage, so, jetzt ist das habe ich eigentlich immer können, dass ich abschalten konnte. Und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann läuft man voll entweder in ein Burnout oder einfach oder Erschöpfung oder so. Und es macht einem dann beides nicht mehr Spass. Es macht einem das Arbeiten nicht mehr Spass und es macht einem Freizeit auch nicht mehr Spass. Und man ist ja dann schon ein bisschen für Mitmenschen ein bisschen mühsam. Und das ist, aber das hat der eine kann das und der andere kann das nicht. Ich weiss Leute, die das halt eben nicht so gut können. Das ist vielleicht irgendeine Gabe von der Natur, die man hat oder die man nicht hat. Und das kann ich schon. Oder eben mit dem Hund geht laufen und nachher... Natürlich drängt man immer noch vielleicht auch etwas an, aber man ist in einem anderen Modus. Die Natur beispielsweise, das ist für mich wichtig, die Natur. Wie wichtig ist dir Wohnen? Wohnen? Ja, also ich bin nicht der, der jetzt die grossen Interior-Design-Shops und Büros geht schauen. Für mich, mir muss es einfach wohl sein, aber also ich bin jetzt nicht der würde ein Riesenvermögen ausgeben. Ausgeben für Innendekoration? Nein, das nicht. Aber es muss mir wohl sein. Und das ist klar. Aber es ist, es gemütlich und so weiter, das ist schon so. Aber es ist nicht, das ist schon so. Aber ich bin nicht der, der... Und eben, es muss auch eine Umgebung sein, die passt, wo man von außen sitzt, wo man für sich ein bisschen Privacy hat und so weiter. Das ist für mich wichtig. Oder ich habe eine Ferien, in Zadelboden, wo ich wunderbar in die Berge hineinschaue. Das ist für mich, aber ob Sofa jetzt Anthrazit ist oder dunkelblau, das ist für mich so lang wie breit. Da lasse ich mich auch wieder gerne beraten. Wir haben natürlich etwas für die Innendekoration, weil Ihnen das die Heime wichtig ist. Bei uns gibt es 1000 Franken von Pfister zu gewinnen. Wenn Sie mitmachen bei unserem Wettbewerb, das sehen Sie jetzt unten eingeblendet. Zum Schluss lasse ich dich noch schnell ein Kärtchen ziehen. Mit einer Frage. Irgendeins. Kannst du irgendeins nehmen, was du gerne willst? Ich weiß mit raus. Okay. Genau, da hat jetzt eine Frage drauf.
Was glaubst du, bist du eher romantischer oder eher nicht so romantisch veranlagt wie andere Leute? Oh. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Müssen wir deine Partnerin fragen? Ja, Was würde sie sagen? Ich weiss es. Ja, das ist jetzt noch schwierig. Das müsste ich. Aber bringst du auch mal Rosen heim? Oder? Ja, das bringe ich auch etwa. Blumen bringe ich auch etwa. In dem Sinne, wenn das romantisch ist, das ist mehr aufmerksam als romantisch. Gut, das ist genau, ja. Genau, so der Candlelight-Dinner-Typ, der das bin ich. Das habe ich. Ich so gerne gemütlich, wenn man das romantisch nennt, oder einen Sonnenuntergang am Meer. Das ist gerade in Portugal gesehen. Also das, in dem Sinn bin ich schon. Aber jetzt vielleicht nicht gerade der ganz grosse romantische Italo-Typ bin ich auch nicht. Aber das ist das in dem Sinn schon, dass ich gerne eben so ein Candlelight-Dinner oder so, das muss schon sein. Ja. Hat bei dir das Gefühl, dass du sehr einen guten Bezug zu deinen Kindern hast? Du nimmst sie oft, gerade deinen Sohn nimmst du auch mit. Es haben ja oft die Eltern später nicht mehr so einen Kontakt. Das hast du dir irgendwo sehr gut können, konservieren. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist schon so, dass wir einen guten Kontakt haben. Wobei es ist ja auch gefordert, dass man die Kinder fest behüten, dass man zu viel den Kontakt hat. Also wir treffen uns ab und zu. Die Tochter ist jetzt sowieso zu Norwegen. Dann ist es rein schon geografisch ein bisschen schwieriger. Aber das ist schon so. Wir haben immer sehr guten Kontakt. Wir sind ja auch durch dick und dünn zusammengegangen. Aber schlussendlich müssen sie ihr eigenes Leben gehen. Und jetzt auch mit den Kindern von der Irene einen super Kontakt. Ich lebe ja auch als Patchwork-Family-Konstrukt, das ist ja sehr eine grosse Herausforderung. Die Tochter wird 10 erst, oder? Und das ist und Sanji ist, also die Tochter von mir wird die 34, also ist ein gewisser Gap, oder? Und das ist, aber ich finde das toll und das ist eigentlich eine Bereicherung. Ja. Und ja, wir haben mit allen Kindern haben wir gegenseitig einen sehr guten Kontakt. Das ist etwas, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und jetzt läuft das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, genau. Aber es ist ja oft mal hapert es daran, dass man sich dann verkracht. Das haben die irgendwie gut geschafft. Nein, das haben wir es gar nicht verkracht. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, das ist ganz klar. Oder? Aber die Kinder sind ja alle sehr, sehr verschieden. Aber nein, ich glaube, also wenn wir sagen, es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber es ist gut, ja. Ich sage danke vielmals, die Zeit ist schon wieder rum, Marc. Zwar mache ich das mit etwas aus meiner Heimat, der Gottliebe. Ja, das ist Geniessen. Genau, so, was ich auch sehr gerne mache. Und man lernt ja jetzt auch gerade von dir, dass man das eben, es braucht eben beides. Wer nicht genießt, das nehme ich mit, der wird ungenießbar. In dem Sinne schauen wir, dass du ein bisschen geniessen kannst. Und toi, toi, toi für alles, was da noch kommt. Danke vielmals. Ja, und wir sehen uns am nächsten Donnerstagabend wieder 22:00 auf dem Teleclub Prime. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinschauen. Bis dahin. Gute Zeit, habt sich Sorge, Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottliebe für anspruchsvolle Genießer.